Bravissimo! Haut ab, abscheuliche Mistkäfer! Umdrehen und an die Wand, Strolch! Und kein Wort, Halunk! Schon spröttel ich dich im Kühlschrank! Nein, ich sperr dich in den Korb! Stimmt nicht, oder, Jimmy? Dein Text wäre «Kein Wort, Halunk» und dann «Sonst häng ich dich an den Mast». Häng ich dich an den Mast! Häng ich dich an den Mast! Oh, ich hätte nie zusagen für das Theaterstück. Du bist super, Paps. Gell schon, Lotti? Arr. Merci, Kinder. Aber der Captain Grünhut ist die Hauptrolle. Er hat am meisten Text und die Vorstellung ist heute beim Klabautermann. Deine Stimme ist voll piratig. Musst nur noch die Sätze auswendig lernen. Ich weiss. Ich nehme einfach den Text auf meine Runde mit und lerne den ganzen Tag auswendig. Hopp! Wer will's morgen? Nimm das. Und das. Ahoi, du nichtsnutziger Matros. Hau ab, du Schluffi. Wo sind denn die alle her? Umdrehen und an die Wand, Strolch. Und kein Wort, Halunk. Schuss. So schenke ich dich an den Mast. Pfote weg von meinem Schatz. Wenn du nicht willst, Käfefleisch werden, verzieh dich in den Bug. Niemand kommt dem Captain Grün oder Quere. Räudige Landratte. Warte, Paps. Hör auf. Putzwulche, habe ich es schon wieder falsch gesagt? Landratte? Nein, es stimmt. Ja, schon, Paps, aber die Pandas haben Angst. Krotte, Kröttli, die nehmen das wirklich ernst. Ich habe doch nicht dich gemeint, Rösli, nein. Du bist keine räudige Landratte. Ich glaube, die haben lieber den Zoodirektor Mr. Peak als den Pirat Grünhut. Das verstehe ich gut. Er ist ein ziemlicher Rüppelpirat. Und ich habe Hunger wie ein Pirat. Komm, wir gehen essen. Paps traurig. Nein, Lotti. Wie könnte ich traurig sein mit zwei sättigen Goldschätzen, wie ihr sind? Ach komm, ich sag denen vom Theaterclub einfach, dass der Captain Grünhut landunter ist. Nein, Paps, das kannst du nicht machen. Du bist voll perfekt in dieser Rolle. Nützt ja nichts ohne den richtigen Text. Wenn ich den ganzen Tag weiter üben könnte, dann wäre das Problem schnell vom Tisch. Oh, aber wenn du übst, kommen so dir Schiss über. Das ist wirklich ganz blöd. Ihr habt es ja gesehen, wenn ich nicht übe, dann sage ich auf der Bühne plötzlich ganz falsches Zeug. So etwas Blödes wie zum Beispiel «Ha! Verzieh dich im Bunker, du räudige Tulpe!» Hä? Seit wann hat unser Büsi Schiss vor Tulpen? Es versteht doch gar nicht, was du da gesagt hast, Paps. Sondern wie du's gesagt hast. Hä? Ups, Entschuldigung, Lotti. Klotte Kröttli, du hast recht. Ich bin ein schöner Joli. Ich hätte auch selber drauf kommen. Es gibt ein paar ganz gescheite Tiere, die mit der Zeit verstehen, was wir Menschen sagen. So Tiere wie... Unser Weddi. Er versteht zumindest seinen Namen. Genau. Aber die meisten Tiere reagieren eher auf den Klang von unserer Stimme. Laut oder leislich, streng oder nett. Oh, wie soll ich in dem Fall meinen Text üben? Easy, Paps. Weißt, wenn es nur darauf ankommt, wie du es sagst, dann... Ist egal, wenn der Text... Ja! Bravissimo! Also, dann wollen wir mal schauen. Pfoten weg von meinem Schatz, wenn du nicht Käfefleisch werden willst.
Oh. Nimm das und das. Kein Wort, Halunk, schon schenke ich dich an den Mast. An die Wand, habe ich gesagt. Niemand steht dem Captain Grünhut im Weg, beim Klabautermann. Kommen Sie heute Abend ins Theater? Oh, es wird wunderbar. Ich kann es kaum erwarten. Wow, Paps! Schön gefürchtet, gell? Und jetzt noch das Töpfchen von mir. Du kommst mit, Rico. Jetzt sehe ich aus wie ein echter Pirat. Und noch besser, ich kann den ganzen Text auswendig. Wenn ihr's hören, frag mich irgendetwas, Jimmy. Kein Wort, du Halunk. Sonst? Häng ich dich am Mast? Oje, Hauptsache einer von uns weiss, wie es geht. Alles tippitoppi, Paletti. Super, Paps!